Nora und Vicky sind als einzig Alger-Schüler mit dem Prix Mérite Jeunesse ausgezeichnet gehen. Sarah hat sie mit der Kamera begeht. Der 4. März war am Forum Gieseknäpschen Remise des Insignes von Mérite Jeunesse und der Präsenz vom Grand-Duc Jean, dem Schirmherr von Mérite Jeunesse und dem Prinz Guillaume. Auch 2 Schülerinnen aus dem Alger, Vicky und Nora, sind mit selber ausgezeichnet gehen. Während dem Moment haben ein paar Schüler, die die Goldmedaille gekriegt haben, von ihren Experienzen bei Mérite Jeunesse erzählt. Wir haben 3 von ihnen gefragt, was ihnen das Ganze am Leben gebracht hat. Der Mérite Jeunesse hat mir ganz viel auf verschiedenen Aspekten geholfen. Also ich habe ja nicht nur meine Voyage-Aventur gemacht, sondern auch Sport, dann Piano. Und ich noch mit der Schule, mein Projekt Resonantiel hat schon Cap Vert gemacht. Und das ist also ganz vielfältig. Das will nicht nur, dass einseitig gefordert wird, mit das wirklich ein ganz breites Spektrum, auch benevolat, wo gefordert wird. Das ist das schon so, ob es Strom muss, für wirklich dort und zu kreieren. Also ich denke mal, dass ich mich uns charakterlich also wirklich weiterentwickelt habe. Ich bin für mich selbstständig. Ich habe noch ganz viel von gelernt, wie mit anderen Leuten mich also viele Leute, die ich nicht kannte, für die kennenzulernen und noch nur einfach gut Kollegen zu gehen. Und noch für eben, weil ich gerade in Uganda war, habe ich für drunten keine Kant, wo ich war. Und für da aber mich also durchzukämpfen. Und also auch schon eben ganz viele Leute kennengelernt. Was mir also hauptsächlich gebraucht hat, dass für auch auf Platz 1 zu gehen, wo ich noch nie für drüber war, und ohne einen einzigen den kennt dort zu sein. Die ich am ja, gelernt, eins zu gehen auf unbekannte Plätze. Wie zum Beispiel am Euroweek, wo den eben viel neue Kulturen kennengelernt, da noch viele Kollegen fand, mit denen ich noch immer Kontakt habe aus anderen Ländern. Dann bei Mérite habe ich eben noch Musik gemacht, wo ich gelernt habe, neue Projekte anzufangen, wie zum Beispiel den Trio, den wir gegründet haben. Für die Goldmedaille zu kriegen, muss ich zusätzlich zu den anderen Bereichen Adventure, Sport, Talent und Benevolat noch ein Projekt residentiell machen. Am Cap Vert waren wir mit der Klasse hin. Und das ist so, dass wir hier am Projekt Comenius engagiert waren. Wir sind hier auf den Gang für Bäume zu planten. Und das Schloss war am Anfang den Schüleraustausch, den wir mit einer Schule hatten. Wir haben mit einer kapverdianischen Klasse, am waren wir die ganze Zeit Cap Vert gucken, und wir waren die ganze Zeit in NRW. Und das ist auch so, dass wir am Anfang noch immer Kontakt mit den Leuten haben. Ich bin auch da wirklich Freund von den, ja, das ist wirklich stolz gewesen. Ich war am Uganda für den Mérite Jeunesse. Ich hatte eine wunderschöne Erfahrung gemacht. Ich habe 20 Jahre in Afrika gearbeitet. Und einfach dazu gesehen, einfach die Schulen, die aufgebaut wurden, und die Schüler, die wirklich froh waren, für dort in die Schule zu gehen. Ich war eben am Uganda für die Fondation, mit der China war, Fotos zu machen, Filme zu machen, für das zu dokumentieren. Für das die Kanal zu Lützburg hier Arbeitsstunden also erklären, weisen und noch neue Spenden zu sammeln. Ich bin für den Mérite Jeunesse und ich beim Euroweek mitgemacht. Und 2012 war den Euroweek eben zu Rokycany an der Tschechei. Rokycany liegt nur bei Prag. An dem Euroweek haben ungefähr 20 Länder mitgemacht. Ich war schlussendlich zu mehr als 200 Leuten. Und das ist eben darum gegangen, für neue Kulturen kennenzulernen. Und dann habe ich noch daheim an einer Familie Köy gewohnt. Und durch die Familie Köy habe ich dann eben noch die tschechische Kultur kennengelernt. Wo ich am Uganda war, was mich am meisten impressioniert hat, hat mich auch dann gebildet, immer so auf meinen Charakter gebildet. Das war, wie froh die Leute waren, obwohl sie viel mehr arm waren, wie mir zu Lützburg. So viel mehr Miser gelernt, wenn noch die meisten Kanner, sie mit 10 Jahren ungefähr und mit der Schule abgehalten, sie arbeiten gegangen auf dem Feld. Wir waren aber alle gut die ganze Zeit ganz froh. Sie haben die ganze Zeit gelacht, sie haben geschwärzt, sie haben Oves, nur der Arbeit, sie sind alle gut den Bausführer in ihrem Haus zu 10, 20 zu schwätzen und dann etwas zu essen, zu trinken. Und ich hatte wirklich Schluss, wenn ähnlich wie heute, wo jeder in der Schule direkt heimgeht, das ist ein Haus, ich weiß nicht, auf Facebook geht es so. Und ich habe wirklich Schluss, wie froh die Leute waren, obwohl sie viel mehr Sohn und viel mehr am Miser leben wie mehr als Lützburg. Das hat mich wirklich impressioniert. Und dadurch, wenn ich hier zurück zu Lützburg, probieren auch das zu genießen, was schon. Ein von ihnen hat eine bisschen mehr spezielle Expedition an Namibia erholt. Also Namibia war wirklich einzigartig, eine Experience. Es war nicht nur mit Natur, Tieren und alles das, aber das wirklich auch, wir hatten direkten Kontakt mit der Bevölkerung da noch. Und diese Momente, wo man an den Orphelinat kommt, und die Leute, die hatten von Gonaist, hatten ein sehr ein Kibat Gonaist. Und wenn ich dann aber gesagt habe, dass die fertig springen, für immer noch zu lachen, für Frieden im Leben zu haben, für wirklich Hoffnung zu halten. Das ist schon etwas, wo ich da auch Mod kann holen, aber wenn ich dann zurückkehren könnt, das dann etwas. Also wenn ich zurückkehren könnt, aus einem Land wie Namibia, da weiß ich noch, was den hört, und ich meine, dass ich wirklich viel beilehren kann. Listen as the crowd would sing.
Ich meine, durch die Merit Jeunesse einfach viel schöne Erfahrungen gemacht, die Uni Merit Jeunesse nicht gemacht hat.